Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Vlog. Wir kennen es. Und zwar wird das ähnlich wie ein Roadtrip-Vlog. Und zwar gehe ich mit der Kollegin campen. Erst auf den 2. August. Wir haben noch nicht wirklich einen Plan, wo, wie, was. Wir haben eine Ahnung, in welche Richtung wir gehen, aber wir haben auch noch nicht wirklich einen fixen Campingplatz, was ziemlich problematisch ist. Vor allem jetzt ist Sommer, es ist heiß und Campingplätze sind überfüllt, logischerweise. Aber ja, wir fahren einfach mal los, ohne gross ein Ziel zu haben. Einfach spontan schauen, irgendwo wird sich schon ein Plätzchen finden. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann wird der Vlog wahrscheinlich nie aufgeladen, weil es denkt, kein richtiges Camping wird. Jetzt haben wir Donnerstag, den 30. September. Juli. Und wir gehen jetzt in Ochsensport unser Zelt kaufen. Und dann gehen wir noch so eine Grillart kaufen. Also wahrscheinlich einfach ein Rost oder Kohle, dass wir einfach auch grillieren können. Fleisch, Snacks und Getränke. Dass wir ausgerüstet sind und ja. Genau. Ich nehme euch jetzt schon mit, weil ich weiss nicht, wie lange der Vlog sonst wird. So, nach kurzem Outfit-Check möchte ich das in jedem meiner Vlogs machen. Genau, einfach ein Basic Top an, Jeans und Socken. Genau, ich gehe jetzt los. Ich kann es nicht, ey. So, wir sind jetzt, die Kollegin wird übrigens nicht gezeigt werden. Das respektieren wir natürlich. Respektieren. Wir sind jetzt aber im Ochsensport und gehen jetzt unser Zelt holen. So, wir sind jetzt gerade im Lidl und haben einen Teil von unserem Einkauf gemacht. Und zwar haben wir jetzt... Was? Ich habe die Kamera! Hier unser Zelt. Thomas, die rein. So. Und zwar haben wir jetzt gekauft Chips. Weniger Fett, das ist super. Vegane Schnitzel. Auf den Grill, kommt sicher sehr gut raus. Pudding für mich. Dann hier nochmal Fleisch. Schweizer Bulle, logischerweise. Dann, ich habe ein bisschen leicht übertrieben mit den Nüssen. Aber Nüsse sind halt einfach geil. Hummus und Süßigkeit. Aber jetzt gehen wir noch mehr kaufen, und zwar Migros. Schleichwert. Ey Gott, ja genau. Let's go! So, ich halte jetzt mein Versprechen an mich selber und vlogge jetzt in diesem Laden. Ich habe zwar nicht im Lidl gevloggt, aber ich vlogge jetzt im Coop. Es hat aber nicht so viele Leute. Von dem her... Aber das Licht ist hier recht scheiße. Also hätte ich eigentlich nicht so im Lidl vloggen. Das war es wenigstens schön gewesen. Aber ja. Also, wir brauchen Marshmallows, Trinken. Sie redet nicht mit mir. Schlangenbrot. Ja, genau. Das gehen wir jetzt mal holen. Heaven. Das wird teuer. Sehr teuer. Wir haben jetzt die, ich habe die noch nie gesehen vorher, die Duplo im Kokosgeschmack testen und die sind total geil aus. Und übrigens war es mega teuer. Ich zeige dir den Einkauf morgen oder nein, am Samstag, weil sie nimmt ihn heim, weil sonst ich würde glaube ich. Also. Geil. Ist genauso geil wie das Knoppers im Kokos. Geil. Und ich bin eigentlich gar nicht so der Kokosliebhaber, aber das ist echt nice. Empfehlenswert. Golden Hour. Ich bin jetzt gerade heimgekommen. Es war eigentlich gar nicht so teuer. Also wir teilen so einteilen. Ja, genau. Wir haben sicher mega geiles Zeug. Wir haben Grill, dann haben wir Fleisch für den Grill, wir haben Snacks und mein Nachbar schaut mich an.
für den Grill, wenn es nichts. Und ja, wir haben jetzt eigentlich alles so weit gekauft und es wird ein richtig geiler Trip. Allein schon wegen dem Essen wird es mega nice. Ich hoffe, dass es mit dem Campingplatz klappt, weil sie haben uns nicht zusichern, ob es klappt, weil es ziemlich voll wird sein. Das heisst, wir müssen zwischen 10 und 1 dort ankommen. Und dann haben wir vielleicht noch einen Platz, ist nicht sicher. Und sonst müssen wir schauen, wo wir pennen können. Aber ja, wir gehen. No risk, no fun. Ja, ich schwitze, es ist echt heiß. Und zwar hat meine Mom einfach Ben & Jerry's gekauft. Oh mein Gott, die Sorte habe ich schon immer mal ausprobieren, ich habe keine Ahnung, aber sie sind mega geil. Ich probiere sie dann natürlich auch vor der Kamera. Oh, Müsli, guys! Aber nicht heute und nicht morgen, irgendwann im nächsten Video. Und das ist auch mega geil. Sie habe ich auch noch nie gehabt. I'm hella excited. Good morning! Der Tage ist gekommen. Es ist Samstag, kurz vor den 10 und ich habe jetzt meine Sachen zusammengepackt. Und jetzt muss ich dann alles noch ins Auto tun. Dann geht es auch schon los. Ich freue mich jetzt, ich hoffe sehr, dass wir noch einen Campingplatz bekommen. Wir denken jetzt mal optimistisch, obwohl, ja. Ich würde sagen, ich gehe jetzt los. Oh, zuerst muss ich noch tanken und dann hole ich die Kollegin ab und dann zeige ich zuerst mal alles Food. Ausser ich zeige es erst dort. Nein, wahrscheinlich zeige ich es erst dort. Und ja, genau. Let's go! Und so sehe ich übrigens aus. Also ich nehme hier noch meine Küsse mit. Da ist noch meine Tasche mit alten Kleidern drin. Und habe einfach chillige Hosen angelegt. Kurze Hose, because it's hot outside. Und genau. Möglichst comfy für eine nicht lange Autofahrt, aber gleich. Let's go! Hi Leute! Wir sind jetzt gerade angekommen und wir können es kaum glauben. Wir sind zwar nicht bei dem Camping, wo ich angerufen habe, wo ich gefragt habe, wegen dem Platz. Wir sind jetzt beim anderen, aber der See ist gerade dort vor. Also es ist richtig geil. Wir haben einfach noch Platz. Das hätte ich nie im Leben gedacht, dass wir noch Platz finden, so spontan vor allem. Und jetzt bauen wir unser Zelt auf und genau, nachher melde ich mich nochmal. So Leute, wir sind jetzt gerade in unserem Restaurant angekommen. Ich mache jetzt extra Werbung, weil es ist super. Also wenn wir irgendwann zu Quad sind, zu tun, dann gehen wir in das Restaurant. Es ist wirklich Bombe. Also es ist italienisch. Ich kann Spaghetti, Pizza und so Zeug haben. Man kennt es. Und es ist gerade hier so ein Reiterhof. Also man sieht es jetzt nicht. Mal, wie sieht es. Genau. Wir bestellen jetzt bestellen. Wir haben unser Zelt übrigens schon aufgestellt. Ich zeige dir nachher alles, unser Food und so und wie wir es eingerichtet haben und auch so eingerichtet. Und was? Was? Aha, ja. Es war mega schwer aufzustellen, aber wir sind einfach super. Also es war wirklich anspruchsvoll. Ich zeige euch dann nachher, wie wir die Meisterleistung. Die Meisterleistung, genau. Und wir haben einen mega netten Nachbar, er ist ein Aargauer und er hat gesagt, wenn es regnet oder so, dann dürfen wir unter seinen Unterschlupf da. Also er ist auch mit seiner Family da, nehme ich mal an. Und ja, mega nett. Woo! Ja, jetzt essen wir. Es hat gerade voll von Schiffen, aber wir haben gegoogelt, unser Zelt ist wasserfest und winddicht, also es sollte nichts passieren. Wir haben eben unsere Sachen schon drin, also das heisst, unsere Sachen im Schlafsack und so, aber ich hoffe, es hebt.
weil sonst wäre ein bisschen scheiße. Und unser Nachbar ist zwar nett, aber ich nehme nicht an, dass er unser Zelt jetzt einfach unter den Tisch und so dort, also fix nicht. Aber egal, es wird schon gut sein. Wir haben immer nicht alles mitgenommen, wir haben nur unser Schlafzeug drin, aber es wird haben. Und wir haben es angemacht, dass es fliegt nicht davon. Und jetzt hat es aufgehört und vielleicht regnet es ja bei uns gar nicht, weil wir sind eine halbe Stunde entfernt, von dem her ja. Und wir hatten gerade unsere Vorspeise gehabt, Bruschetta oder Bruschetta. Es hat nicht so nice ausgesehen, darum konnte ich es nicht filmen. Aber es war nice. Hä? Deine Meinung? Top. Wir haben es nicht gesehen. No. Also, es hat geschifft, wie ihr gesehen habt im Restaurant, und hier hat es auch geschifft. Dieses Zeug sieht übrigens richtig traurig aus da zwischen den Wohnwagen. Aber es ist zum Glück, es steht noch und es ist alles trocken. Und jetzt zeigen wir, also ich zeige euch mal das Food, das haben wir ja schon gesehen, das habe ich ja gezeigt. Da haben wir noch Süßes. Da haben wir Burger, geil ist Käse, aber das ist fürs Morgen. Jenna, du hast das aufgemacht. Also, da haben wir das Grill, Einweggrill, perfekt, Schlangenbrot, Käse. Und jetzt zeige ich noch kurz, was wir hier drin haben, in unserer geilen Kühlbox. Oh mein Gott, ganz viel Food. Food. Soße, Fleisch, Melonen, sogar noch etwas Gesundes und was soll ich noch zeigen? Ah, Getränk. Woo! So Leute, wir gehen jetzt auf Risiko nochmal an See runter. Wir haben gefragt wegen einem Pedalo und es ist eben gerade noch Sturmwarnung, jetzt warten wir noch ein bisschen. Haben aber unsere Sachen schon mal dabei und chillen jetzt erst mal an See. Und nachher hoffen wir, dass die Sturmwarnung weggeht, weil ich denke schon, dass es weggeht. Da hinten ist es echt schön. Da ist es nicht so schön, aber da wird es ja langsam schön und dann kommen wir auf den Thunersee und wir sind gerade vom Pedalo gekommen. Wir konnten noch raus übrigens. Wir sind jetzt gerade unsere Badsachen hier am Trocknen und jetzt ist es mega schön Wetter geworden. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Zelt von innen aussieht. Ist es wirklich ein richtiger Dreischiss. Hier Wohnwagen, unser kleines Zelt. Ich muss es nachher von weiteren weg filmen. Und hier Wohnwagen. Genau. Und dann ist es hier richtig cozy eingerichtet. Klein, aber fein. Wir haben jetzt hier unseren Einweggrill. Und wir probieren schon seit D&D anzubringen. Und nein, wir sind nicht unfähig. Wir glauben, dass unser Nachbar hat auch gesagt, wahrscheinlich ist das einer, der schon länger steht, weil die Kohle fängt auch nicht mal an zu brennen. Auch wenn das Papier drauf kommt und so. Und ich habe vorher voll Kohle angelenkt und ich habe mich heftig verbrannt. So richtig Dampf. Aber unser Nachbar ist richtig nett. Wir dürfen jetzt auf seinem kleinen Gasgrill unser Zeug grillieren. Das ist jetzt unser Grill, den wir benutzen dürfen. Von unserem lieben Nachbar. Kannst du schnell mir helfen? Okay, man sieht es ein bisschen. Juhui! Geil! Das funktioniert richtig gut. Und ich meine, er gibt uns Strom. Und das ist richtig nett, so richtig nett. Wir geben ihm dann schon noch etwas für das, weil ich meine, das ist richtig grosszügig. Wir brauchen seinen Strom. Und sein Gas. Und, genau. Jetzt sieht man unser Zelt. Kannst du schnell machen. Geil. Du musst noch ein bisschen Salat rein. Burger Number 1. Stimmt. Wir haben auch mega viel.
Ich könnte ja sogar jetzt schon Zwiebeln machen. Zwiebeln habe ich auch so. Hallo, dann. Jetzt habe ich kein Beutel. Oh ja. So, das ist ein Hugo, 10 Stutz in einem normalen Glas. Das nennt man Kaffleben. Wir sind jetzt hier am See und geniessen ihren Tee. Richtig boring. Richtig boring. Und ich nehme Hugo in einem Glas. So Leute, wir sind jetzt gerade an einer Raststätte am Heimfahren. Wir haben jetzt so Neues zum Morgen und das werden wir uns jetzt gönnen. Und dann geht es nach Hause. Ich hätte einfach gedacht, das Glas wäre jetzt noch super, oder? Magnum, kennt man. Jetzt mache ich sie auf. Dann ist es einfach so ein Klotz ohne Stängel. Aber es ist mega geil. Hello Friends! Und zwar habe ich gemerkt, ich habe noch kein Outro gedreht. Ich bin jetzt eigentlich gerade mein Video am Schneiden. Vom Campingtrip habe ich noch kurz ein Review geben, wie es war. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber wir sind schlussendlich gar nicht zu dem Camping, wo wir eigentlich geplant hatten und wo wir übrigens auch das Navi eigentlich, also das Navi uns hat eigentlich so hinlotsen. Irgendwie ist der war ganz in der Nähe, der war irgendwie hinter einem Waldstückchen, wäre der. Aber wir sind dann halt bei diesem gelandet, oder? Und dann dachte ich, ja, egal. Wir gehen mal fragen, weil der ist eh viel näher am See. Und zufälligerweise hatten die noch Platz gehabt. Also es war mega easy. Wir haben gedacht, die sind sicher ausgebucht. Aber wir haben tiptop Platz bekommen. Wir haben nicht auf dem offiziellen Zeltplatz einen Platz bekommen. Vielleicht war der voll, wissen wir nicht. Wir wollten eigentlich noch schauen, aber haben es dann vergessen. Darum sind wir eigentlich dort, wo die Wohnwagen waren. Also neben uns waren Wohnwagen und wir haben ein einziges Zelt, so richtig klein, das richtig durchgeschissen hat. Aber ja, es musste sein, es musste so kommen, weil unser Nachbar, wie wir ja gesehen haben, war mega nett gewesen, so richtig grosszügig, dass wir seinen Grill brauchen können, weil unser Einweggrill ja nicht funktioniert hat. Und nein, er hat nicht funktioniert. Wir sind nicht zu dumm gewesen. Wir haben es genau richtig gemacht. Wir haben sogar noch das Video geschaut, wie es geht. Wir haben es richtig gemacht. Es hat einfach nicht funktioniert. Aber es war trotzdem mega nice gewesen und ich würde es wieder machen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.